Willkommen zurück zu Zurück in die Zukunft. Der mittlerweile 4. Episode, die den schönen Titel trägt, Back to the Future, das Game, das auch. Aber eigentlich wollte ich natürlich sagen, Folge 4, Double Visions, ganz genau. Was? Wo bin ich? Eine gute Frage, Marty. Bürger Plus? Bürger Plus? Oh nein, wir sind immer noch hier, hey. Das gibt's ja wohl nicht, hey. Leute, diese doofe Edna, diese bekloppte Edna. Die ist schlimmer als die Edna aus Edna bricht aus. Und das will schon was heißen, ey. Die hat uns alle reingelegt, sogar den Doc. Ihren eigentlich geliebten Ehemann, nicht wahr? Jetzt reißt sie mit der Schrapnelle, hey, die lege ich übers Knie und... Nee, darf man nicht sagen. Das wäre schon wieder ein bisschen sexistisch. Das ist nicht sehr entspannt. Aber ein schönes Poster. So, ich komme jetzt wirklich ein bisschen vor wie bei Edna bricht aus, wenn ich es gerade so erwähnt habe, aber ist auch egal. Jennifer! Jen? Hey, Jennifer! Ich muss sie auf mich aufmerksam... Ja, sorry Leute, bin gerade auf die rechte Maustaste gekommen. Ja, wir müssen sie auf uns aufmerksam machen, die Frage ist bloß wie Kamera. Sieht nicht so aus, als wäre sie an. Umso besser, wenn noch irgendwelche Gegenstände, nö. Die wurden uns alle abgenommen, ja, ist super. Wir haben hier eine Gegensprechanlage, wir haben das Fenster. Edna. Edna! Was haben die da wohl zu bequatschen? Sprechanlage? Naja, vielleicht bringt sie was. Sorgen Sie dafür, dass der McFly-Junge für seine Bürger-Plus-Behandlung vorbereitet wird. Ich kümmere mich um meinen Ehemann. Wie geht es, Bürger Brown? Ich befürchte, es ist schlimmer, als wir dachten. Er ist völlig unsozial. Mist. Wir nutzen sämtliche Möglichkeiten, um ihn zu heilen. Aber ich fürchte, nur eine komplette Persönlichkeitswiederherstellung wird unseren Anführer zurückbringen. Und es ist alles McFlys Schuld? Unglaublich, oder? Ein einziger aufrührerischer Jugendlicher hat Hill Valley an den Rand des Ruins gebracht. Ja, nun, geben Sie Bescheid, wenn er bereit ist. Ich kümmere mich um Bürger Brown. Ich muss hier raus und Doc retten. Wohl eher eine einzige Schrapnelle hat für das ganze Chaos gesorgt. Edna, ich hasse die Frau, ich hasse den Namen. Egal. Wisst ihr was, Leute? Ich hau ab. Tschüss. Hey, lass mich raus! Martin, dann hast du wohl nicht wirklich gedacht, oder? Unser Spiel mit der Gitarre drin. Jemand hat meine Sachen weggesperrt. Die Kombination finde ich niemals allein heraus. Das ist natürlich blöd. Was haben wir sonst hier noch alles? In das Fenster können wir dran klopfen und ihn draußen benachrichtigen. Fraps, bitte stürzt nicht ab. Ja, ich sag's dann nur im Voraus, weil es ja dann eben nicht passiert. Hoffe ich doch. Ihr kennt ja das mit dem Umkehreffekt, oder? Wenn man sagt, dass etwas nicht passieren soll, dann passiert es und umgekehrt ist das eigentlich genauso. Hoffe ich. Glaube ich. Doc. Oh, synchron. Gut mitgesprochen, Marty. Respekt. Gegensprechanlage. Martin? Dad, bist du das? Wer denn sonst? Wo bist du? In der Garage natürlich. Aber was machst du denn auf der Bürger Plus Station? Edna ließ mich reinwerfen. Das kann sie nicht mit dir machen. Wie kann ich helfen? Immerhin die eine Person, die auf unserer Seite ist. Mal abgesehen vom Doc. Bleib in der Nähe. Bin so nah dran wie möglich, Martin. Das ist natürlich schön. Jennifer, kannst du uns vielleicht helfen? Hey, Jen! Woraus sind diese Fenster gemacht? Ich will's lieber nicht wissen. Dad, Wie kann ich dir helfen, mein Junge? kannst du mich mit Jennifer verbinden? Jennifer Parker?
Ja, sie ist in dem Raum neben meinem. Mal sehen, das müsste Warteraum Beta sein. Geschafft. Hab dich durchgestellt, Sohn. Jennifer? Martin, bist du das? Wo bist du? Hier drüben, in der Kamera. Ach, Martin, hast du nicht schon genug Ärger am Hals? Ärger? Jen, was redest du denn da? Wegen der Trinkerei und des AZÖ. Jennifer, was ist denn los mit dir? Du klingst irgendwie sonderbar. Ich war sonderbar, Martin. Aber dank meiner Bürger-Plus-Behandlung bin ich auf dem besten Weg, ein normaler, ausgeglichener Teenager zu werden. Bürger Plus? Ach nein, Jen, nicht du auch noch. Das darf wohl nicht wahr sein. Jetzt reicht's so langsam. Warum ist deine Tür offen? Da ich meine Bürger-Plus-Behandlung beendet habe, darf ich hingehen, wohin ich will. Ich warte nur darauf, dass mich die nette Wache nach draußen begleitet. Dürfte ein bisschen schwierig werden. Jen, komm wieder zu dir. Das ist nicht dein wahres Ich. Ich meine, es ähnelt deinem wahren Ich, aber es ist nicht dein wahres Ich in dieser Zeitachse. Wow, das ist... Ja, es scheint verrückt. Du bist nicht verrückt, Martin. Nur krank. Ich weiß, wie es ist. Ich war ja auch krank. Aber jetzt werde ich nie wieder einen Buick besprühen oder mir Rockmusik anhören. Das würde mir aber leid tun. Hey, weißt du, wie spät es ist? Nein. Haben sie dir nicht so eine Art Digitaluhr gegeben, nachdem die Hirnwäsche vorüber war? Die Bürger Plus Uhr? So eine kriege ich frühestens nach 5, 6 weiteren Behandlungen. Ach Mann. Wobei, das ist ja gar nicht mal so übel. Könntest du mir vielleicht helfen, auszubrechen, wenn du gehst? Ach Martin, das kann ich nicht tun. Das ist gegen die Regeln. Vielleicht haben wir noch eine Chance, sie zu überzeugen. Wie bist du eigentlich in das Bürger Plus Programm geraten? Mein Dad hat mich angemeldet und das ist auch gut so. Ich war völlig außer Kontrolle. Mir gefiel es irgendwie. Mir auch, um ehrlich zu sein, mir auch. Kannst du mich besuchen? Naja, so ein kleines Schäferstündchen, wieso nicht? Okay, vergiss den Ausbruch. Könntest du mich besuchen kommen? Ich bin schon ganz einsam hier. Ich glaube, ein Treffen wäre keine gute Idee, solange du deine erste Bürger Plus Behandlung noch nicht hinter dir hast. Warum nicht? Ganz einfach, weil deine verflixten Hormone außer Kontrolle sind, Martin. Ja, genau deshalb will ich doch, dass du Willst du kommst. vielleicht noch ein Weilchen da bleiben? Es ist schön, mit jemandem reden zu können, weißt du? Ich warte hier, bis mich der Wachmann abholt. Aber dann muss ich ihm erzählen, dass du Zugriff auf die Kameras hast. Ach komm schon, sei kein Spitzel. Ich bin kein Spitzel, ich bin ein guter Bürger. Du bist langweilig, das ist die andere Variante. Verdammt, was mache ich jetzt? Okay, der Wärter darf nicht zu ihr, ganz einfach. Hallo? Was? Lass mich raus, Mann! Lassen Sie mich raus. Tut mir leid, Sir, aber Bürger Plus Patienten dürfen ihren Warteraum erst verlassen, wenn der Bürger Plus Behandlungsraum für die Prozedur vorbereitet ist. Sag noch einmal Bürger Plus und ich poliere dir die Fresse durch deine Windschutzscheibe. Hey, könnten Sie mir vielleicht einen Burger oder sowas ähnliches bringen? Ich hatte bisher nur einen Tofu-Hotdog. Die Regeln der Bürger Plus Behandlung besagen bedauerlicherweise, dass Sie die Prozedur mit leerem Magen beginnen müssen. Ist das schlimmer als im Knast? Sie können mich nicht einsperren, das ist gesetzeswidrig. Als Sie Ihren Bürger Plus Behandlungsvertrag unterschrieben haben, gaben Sie der Bürger Plus Station rechtliche Handhabe, Sie bis zum Beginn Ihrer Bürger Plus Behandlung zu inhaftieren. Das waren 3 Schläge. 3 Schläge, Mann! Ich hab doch gesagt, sag nie mehr Bürger Plus. Ich hasse das Wort. Oh Mann, Leute. Ja, daran erinnere ich mich auch nicht mehr. Ich hab nichts unterschrieben. Natürlich haben Sie das. Bürgerin Edna selbst hat mir die Papiere übergeben. Na klar hat sie das. Dachte ich gerade auch. Alter. Warum ist mein Kram in einem Spind? Um zu gewährleisten, dass Bürger Plus Patienten sich keinen Schaden zufügen, werden ihre Habseligkeiten bis zur Vollendung der Bürger Plus Behandlung weggesperrt. Schaden zufügen? Es ist ein sehr intensives Programm. Manche verkraften das nicht. Wenn du mir noch weiter auf den Keks gehst, dann verkraftest du auch bald etwas nicht mehr, Mann! Moment mal, die Gitarre.
Rock. Jennifer, das ist es! Kann ich mal einen Blick auf meine Sachen werfen? Wozu? Ich will sehen, ob meine Gitarre gut verstaut ist. Was? Kommen Sie, meine Eltern haben dafür ein Vermögen ausgegeben. Na gut. Treten Sie von der Tür zurück. Ah. Jetzt bist du fällig, Alter. So, Gitarre gut verstaut? Naja, anscheinend schon. Gut. Verdammt! Das war jetzt ein bisschen... wie kriege ich jetzt das Schloss auf, wenn ich mir noch bloß den Code gemerkt hätte? Vielleicht hatte der Alte noch was. Moment mal, ich bin doch nicht komplett bescheuert. Das ist doch eine Kamera. Und der filmt uns die ganze Zeit, der hat unseren Arsch gefilmt. Nee, der hat die Kombination noch gesehen. Ja, was? Ja, Fraps ruckelt wieder mal. Ja, Fraps und Doc, zwei Probleme, die ich wohl so schnell nicht in den Griff kriegen kann. Dad, Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Na, wie wohl? ich habe versucht, die Kombination über die Schulter des Wachmanns zu sehen, aber er ist zu groß. Über seine Schulter? Warte mal. Was? Ich hab's vielleicht auf Band. Ein bisschen zoomen, ein bisschen nachschärfen. Ha! Was? Die Kamera war hoch genug, um alles einzufangen. Gute Arbeit, Dad. Die Kombination ist 2 links, 8 rechts, 18 links, 32 rechts. Bitte. Hey, deine Gitarre. Tut mir leid, dass ich sie loswerden wollte. Ja, die Gitarre ist ziemlich cool, aber das hier ist mir wichtiger. Kein Grund, deinen Dad zu Tränen zu rühren. Ja, Mann, wir haben die Gitarre wieder. Und jetzt, Jennifer, bist du fällig? Jetzt will ich dich wieder mal verführen. Dad, Wie kann ich dir helfen, mein Junge? Der hat auch immer den gleichen Spruch auf Lager. könnte ich noch mal mit Jen reden? Na klar, mein Sohn. Jennifer? Was gibt es, Martin? Sehr, sehr viel. Ja, der ist auch nichts Neues, aber es wird sowieso widersprechen. Hier ist Edna ja die allerheiligste Person, noch höher als der Buddha, der Papst und wer es sonst noch zu dem Verein gehört. Komm schon, Jen. Du willst doch kein Leben ohne Rock'n'Roll, oder? Rock'n'Roll? Igitt. Allein beim Gedanken an deine das Becken zum Beben bringenden dreiakkordigen Powerballaden wird mir ganz unwohl. Buah. Okay, ja, ich sehe es schon. Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Geh doch Sorry. nicht, Jen. Das würde ich niemals tun. Es wäre gegen die Regeln. Oh je, oh je. Immerhin, wir haben die Gitarre wieder. Wie haben wir jetzt die Zeitung zurückbekommen? Na, ist egal. Es ist ein Spiel und Spiele haben keine Logik. Leider. Normalerweise egal. Augs in. Okay, Jen, das hier wird dir bestimmt gefallen. Ich hoffe jedenfalls, dass es das noch tut. Martin? Yeah, Mann. Jennifer. Oh, Martin. Martin? Was Komm. machst du? Ah! Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, Sir. Ich habe mich um meine Angelegenheiten gekümmert, als plötzlich dieser furchtbare Lärm aus der Kamera kam. Da stimmt was nicht. Ja, genau wie hier. Niemand spielt mit meinem Verstand, kapiert? Niemand. Ich bin Jennifer Parker, Rock'n'Roller. Jen? Oh, ja, richtig. Ah, Wir haben keine Zeit für Plaudereien, McFly. Wir müssen dich tarnen, damit wir hier rauskommen. Calvin Kleinunterwäsche? Echt jetzt? fertig. Wie sehe ich aus? Etwas zu klein für ein Mitglied der Sturmtruppen, aber es muss reichen. Los!
Das war ja klar. Der arme Marty ist immer zu klein, hey. Aber Jenny ist schon eine coole Socke, hey, muss ich schon sagen. Die Kleine gefällt mir. So, wir hauen mal abwarten. Tschüss. Ich sage Tschüss. Marty, willst du mich verarschen? Natürlich. Okay, du Teufelskerl, was jetzt? Jetzt befreien wir Bürger Brown, machen, dass wir hier wegkommen und bringen die Dinge wieder in Ordnung. Mir egal, solange ich was zerschlagen kann. Ich habe eine Menge angestaute Aggressionen in mir, kapiert? Miss Parker, Was zur... ich soll Sie zur Lobby begleiten. Ihr Vater wartet auf Sie. Er kann doch warten, oder? Ich hatte gehofft, dass dieser attraktive junge Mann mir ein wenig die Örtlichkeiten zeigen könnte. Ich muss leider darauf bestehen, Miss. Ganz ruhig, Jennifer. Ich habe alles unter Kontrolle. Wirklich? Wirklich. Okay, aber als erstes... Wofür war der? Für meine Rettung, Dummkopf. Gehen wir, Officer. Ich müsste Ihnen eigentlich einen Strafpunkt für einen AZÖ-Verstoß erteilen. Oh, leck mich. Was? Rock'n'Roll. Wieso hat er das zu uns nie gesagt? Wieso? Na, egal. Moment, was stand da? Bürger Brown retten, wa? Na. Egal. Zu der kommen wir ein anderes Mal. Der Tag ist jetzt wichtiger. Bisschen zu futtern. Kann ich davon was haben? Ich habe ewig nichts gegessen. Nein, das gehört Hennen. Er darf nichts essen, solange er nicht seine Beruhigungspille genommen hat. Wir haben es vor einer Stunde versucht, aber er hat sie immer noch nicht geschluckt. Ich mach das. Ich kann sehr überzeugend sein. Nein. Beginne occipitale Neuausrichtung. Hä? Wie jetzt? Nein, verdammt, wir müssen uns beeilen, Wie jetzt, Beef ist hier? Da ist Jennifers Tür. Hä? Hey, hol mich hier raus! Sorry, ich kann dich nicht verstehen. Aber danke für die Klamotten. Ja, der bleibt schön da drin. Da ist er sicher gut aufgehoben. Beef, müssen wir Beef befreien. Tür, Sprechanlage. Wow, die Tür ist wirklich fest verschlossen. Welchen kranken Freak sie da wohl eingesperrt haben. Ah. Ich hätte es wissen müssen. Hi, Biff. Deine Sprechanlage scheint defekt zu sein. Sehr gut. Da wären eh nur Flüche und wirre Metaphern rausgekommen. Wenn überhaupt. Tschüss, Biff. Erhöhe somatosensorische Substanzen um 17%. Das klingt scheiße. Hi, Biff. Die Wache sagt, dass ich dir kein Essen geben soll, ehe du nicht deine Pille geschluckt hast. Pfui Teufel, was ist Spalt unter der Tür? Da passt meine Hand nicht drunter durch. Haben wir denn etwas, was drunten durchpasst? Ja, na klar, die Gitarre. Zeitung? Weiß nicht. Das Foto vielleicht. Was auch immer das bringen soll. Glaube nicht, dass ein Foto meines Dads hier was nützt. Na gut, dann halt die Zeitung. Was soll's denn sonst sein? Ja, jetzt sie weiter. Hi, Biff. Bist du raus, Alter? Rat mal, wer da ist. Schluck die Pille, Mensch. Los, Biff, schluck schon deine Pille. Keine Verbesserung, Bürgerin Edna. Soll ich die Behandlung wiederholen? Nun gut. Erhöhung des Gesamtstimulationslevels um den Faktor 1,21 Kilocals und das Ganze noch einmal. Oh mein Gott. Hey, der arme Dog, wir müssen uns beeilen. Ja, nee, jetzt bringt das was.
Ah, Beefspucke. Bäh. Eklig. Ja, und jetzt haben wir Beefspucke, das ist natürlich sehr hilfreich. Okay, wir haben die Pille mit Beefspucke dran. Jetzt ihn verabreichen. Glaub nicht, dass er absichtlich eine K.O.-Pille nimmt. Tja, man kann nie wissen, vielleicht ist er dümmer als Beef. Ja, wie gesagt, vielleicht ist er dümmer als Beef, aber ich glaube, so einen Menschen gibt's gar nicht. Denkst du, das gibt, Marty? Hey, ist das da ein Zärtlichkeitsaustausch in der Öffentlichkeit? Was? Oh, das war wohl nur ein Schatten. Hör auf rumzualbern und geh zurück an die Arbeit. Ja, Sir. Schluck die Limo. Schön trinken. Und? Das Zeug wirkt aber Was haben verdammt die Biff schnell. bloß verabreicht? Ein Pferdebetäubungsmittel? Wohl eher für den Elefanten. Hey, Wache! Wer? Ich? Ich meine... Ich? Ja, selbstverständlich. Der Nichtsnutz von Techniker schläft mal wieder während der Arbeitszeit. Seien Sie doch bitte so freundlich und kümmern sich um die Bürger-Plus-Steuerung, ja? Ja, sicher. Okay, Doc, ich bin drin. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus, ohne dich in einen Zombie zu verwandeln? Tut mir leid wegen der Unannehmlichkeiten, Liebster. Aber es ist zu deinem Besten. Wer es glaubt. Na toll, was können wir jetzt machen? Steuerpult, Steuerpult, Steuerpult. Mann, wo ist der Ausschalter an diesem Teil? Hey, Ah, verdammt. Ist ja schlimmer als bei Star Trek. Was haben wir hier? Optikregler. Der hier. Lautstärkeregler. Taktiler Regler. Gastrosensorische Regler. Olfaktorische Regler. Nein! Doc! Doc! Wir retten dich! Olfaktorische Regler, das klingt so scheiße, es muss was Gutes sein. olfaktorisch? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Da weißt du mehr als ich, Marty. Was zur... Scheint, als ob die Aromatanks wieder verstopft sind. Oh, danke. Das war mir entgangen. Los, machen Sie sich nützlich. Ja, der arme Mann rennt doch schon um sein Leben. Entschuldige die Verzögerung. Das würde schneller gehen, wenn du den Unsinn mit den Zeitmaschinen und dem Ändern der Vergangenheit lassen würdest. Du solltest dich auf die Zukunft konzentrieren. Es gibt keine Zukunft für uns. In ein paar Stunden wirst du das nicht mehr denken. Edna, du solltest die Folgen deiner Handlungen bedenken. Ich? Du bedrohst die öffentliche Ordnung von Hill Valley mit deinem verrückten Zeitmaschinengeplapper. Jetzt Lautstärkeregler? Ja, das klingt immer gut. Lautstärke. Endlich, das verstehe ich. Oh, Okay, das hat ihn ein Stück bewegt. Vielleicht kann ich ihn direkt aus der Tür pusten. na, und wie geht das wohl am besten? Genau, mit der Gitarre. Die Frage ist bloß, wo anschließen? Wo ist Martin? Keine Sorge, mein Liebling. Wenn wir deinen Verstand kuriert haben, dann kümmern wir uns um diesen jungen McFly. Nicht, wenn ich mich vorher um dich kümmere, Edmar. Da kann ich die Gitarre nicht anschließen. Verdammt! Okay, aber kein Anschluss, kein AUX-In, nicht wahr? Der kommt da drüben erst frei. Naja, vielleicht. Nicht schon wieder, So, jetzt geht's wieder. Mann, die Steuerung hier. Und Fraps immer, das... Nicht jetzt. Sonst wechsle ich wieder zu Camtasia, Wann ganz habe ehrlich. ich die Kontrolle verloren? Oh, Liebling. Du hattest nie die Kontrolle. Ching, ching. Deshalb hast du mich doch überhaupt... Nee, er hat nur geheiratet, weil ich einen Fehler gemacht habe. gebraucht. Ich will da AUX-In. Na, von mir aus. Klack. Hey Doc,
Es wird langsam Zeit zu gehen. Was war das? Das, Edna, wird ein Tinnitus werden. Was soll das werden? Ich hole meinen Freund hier raus, du Spinner. Okay, das war nicht... Hey Marty, hau in die Seiten! Bäm. Tschüss, Mann! Los, euer Ehren. Was? Ich kann nicht verstehen! Keine Ursache. Daher, ihr Verderber! Komm uns doch selber hinterher, du alte Schrapnelle. Ja. Dachte gerade, sind wieder abgestürzt. Nee, alles in Ordnung. Die Framerate ist zwar gerade auf 5 abgesunken, aber ist alles in Achtung, Ordnung. Bürger. Dies ist ein Alarm der Stufe Omega 1. Potenziell gewalttätige Dissidenten treiben im Rathaus ihr Unwesen. Bitte gehen Sie nach Hause, bis das Problem gelöst wurde. Guten Tag. Tja. Interessant. Das Spiel, ey, Alter. Immer diese Pausen. Was tun wir jetzt? Jetzt warten wir, bis die Wachen verschwinden und dann laufen wir zur Zeitmaschine. Hey, das ist meine Mom. Hey, Sprich nicht mit ihr, sie könnte uns verraten. Leider wahr. was zum Teufel hat Edna da hinten mit Ihnen gemacht? Sie hat versucht, meine Persönlichkeit völlig neu zu erschaffen und die Teile zu löschen, die ihr nicht gefallen. Hart. Sollten wir nicht helfen? Wenn wir erst zurückreisen und die Geschichte verändern, wird das nicht passieren. Ja, wahrscheinlich. Nicht schlecht. Nichts für ungut, Euer Ehren, aber warum haben Sie Edna überhaupt geheiratet? Sie ist irgendwie irre. Ja, jetzt. Aber damals, als wir uns kennenlernten, zügelte ihr unerbittliches Verständnis von richtig und falsch ihren Wahnsinn. Na, zumindest schien es damals so. Bäm. Na gut, Alter. Dad. Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Aber was mich auch noch interessieren würde. Wo ist der DeLorean überhaupt? Ich habe das Wrack zu meinem geheimen Labor bei der Eastwood-Schlucht bringen lassen. Clayton-Schlucht? Wie Clara Clayton? Warum? Ist das von Bedeutung? Nun ja, Clara Clayton sollte mal ihre Frau werden, also ja. Faszinierend. Irgendwie schon, ja. Mom, Dad, nein! Keine Sorge, wenn wir die Zeit gerade repariert haben, wird nichts von dem geschehen sein. Ja, wahrscheinlich. Wollen wir es hoffen? Ups. Oh, das war knapp. Die Luft scheint rein zu sein. Kümmern wir uns um den DeLorean. Ich fürchte, das muss ich ohne dich tun, Martin. Was? Warum? Nun, soviel ich über Zeitreisen weiß, kann eine Art Zeitparadoxon entstehen. Und zwar, wenn wir nach 1931 zurückkehren und du mir bei der Reparatur der Zeitmaschine hilfst. Was soll ich denn machen? Einfach in dem Irrenhill Valley rumhocken, bis Sie die Zeitmaschine repariert haben? Exakt. Aber keine Sorge, wenn alles nach Plan verläuft, wirst du nicht einmal bemerken, dass ich weg war. Wissen Sie, für einen Moment klangen Sie genauso verwirrend wie der echte Doc. Siehst du? Wir machen schon Fortschritte. Bis bald, Martin. Viel Glück, Euer Ehren. Und du solltest dich für ein paar Sekunden von der Straße fernhalten. Von der Straße fernhalten? Bürger Brown? Emmett? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, Freund, aber ist auch egal. Wie es weitergeht, hier im verrückten Hill Valley und was der Tag mit dem DeLorean noch so alles vorhat, das sehen wir in der nächsten Folge von Zurück in die Zukunft. Vielen Dank wieder mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Juhu!